Was hast du gesagt? Spinnst? Wer ist am Schwanz in die Sonne geschleicht worden? Oder was ist so los? Miau, der Pfau. Aber der heisst jetzt eben, warte mal, ich glaube, jetzt bringe ich wieder zusammen. Wunderschön ist sein Schwanz, wie die Sonne, wenn sie im Morgenrot über den Berg hineinscheint. Und den Namen muss man ihm sagen, so spickt er einem die Augen aus. Aha, so ist das. Ja, die Augen will ich mir nicht auskratzen lassen. Aber mit einem Namen, der einen solchen Vogel hat, nein, mit einem Vogel, der einen solchen Namen hat, und die nichts zu tun haben. Ich gehe den Bauer suchen. Der Bauer war gerade am Heuen. Da kommt der Hund daher zu springen. Meister, der wunderschöne Schwanz ist im Morgenrot über den Berg, über den wunderschönen Berg, nein, über den, auch nicht, der wunderschöne, eben er ist in der Sonne vom Fuchs auf den Berg geschleicht worden. Der Bauer rattet sich am Kopf. Er hat sowieso nicht gut gehört. Hä? Was hast du gesagt? Wer ist im Morgenrock über den Berg geschleicht worden? Doch nicht im Morgenrock, im Morgenrot, der Fuchs. Nein, ich meine, der Pfau, der ist vom Fuchs gepackt worden, aber wir dürfen jetzt nicht mehr Pfau sagen. Er heisst jetzt, wartet ja mal, ich glaube, ich bring's jetzt wieder zusammen. Also er heisst jetzt, wunderschön ist sein Schwanz, wenn, wie die Sonne, wenn sie im Morgenrock, nein, im Morgenrot über den Berg hineinscheint. Und den Namen muss man am Pfau sagen, er hat ihn selber erfunden. Und wenn man ihm den nicht zeigt, so wickt er ihm die Augen aus.